Ja, sehr gut, merci. Wieso ziehst du Koks? Wieso bist du so gemein? Ich kann's nicht. Mega cringe. Oh! Taxi! Yeah! Das ist nice. Salut zusammen zu dem neuen Video. Hier ist im wunderschönen Wallis. Wir sind hier am Gampel Open Air mit dem Mark Galaxy. Perfekt, Wallis ist Deutsch. Ich kann es leider absolut gar nicht, darum probiere ich es gar nicht erst. Wir spielen heute wieder «Wer verliert, der muss etwas machen». Das geht so. Das heisst, wir haben verschiedene Challenges, wo wir die Leute gehen fragen. Die verteilen dann Punkte an uns. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ein Talent vorzeigen oder dass sie irgendwie bestimmen, wer von uns schöner aussieht. Und der bekommt den Punkt. Der zuerst 8 Punkte hat, der gewinnt das Spiel und muss das ganze Festival in einem Badmantel mit einem Hut rumlaufen. Der Verlierer muss. Der Verlierer. Und dann würde ich sagen, fangen wir gerade an mit A oder B. Du bist A, ich bin B. Wir gehen jetzt irgendjemanden fragen, der sagt A oder B. Und der, der sagt, der bekommt den Punkt. Ist gut. A oder B? C. Du musst A oder B sagen. A oder B sagen, also B. B, das ist meine. Oh, Messi. Schön. 1-0. Also steht es 1-0 für Adi. Jetzt die nächste Frage natürlich. Wir fragen die Leute, wer mehr Abos hat. Also wer sie denken, dass man mehr Abos hat. Also wenn jetzt irgendjemand mehr sagt, obwohl ich weniger Abos habe, bekomme ich trotzdem den Punkt, weil das Ja, genau. Also einfach der, den sie sagen, der mehr Abos hat. Der bekommt den Punkt. Entschuldigung, ganz kurze Frage. Was denkt ihr, wer von uns beiden hat mehr Abos auf YouTube? Schau uns genau an. Ich sag R. Nein, ich sag R. Du sagst A? Ja. Ja, sehr gut. Merci. Super, geil. das wär's schon. Perfekt, dann steht es jetzt 1:1. Adi, was ist die nächste Challenge? Das nächste ist, jeder von uns kann eine Person hier aussuchen und wir müssen dann gegen die Schere, Stein, Papier spielen. Wenn ich gewinne, bekomme ich einen Punkt. Wenn er gewinnt, bekommt er auch einen Punkt. Ist eigentlich selbsterklärend, oder? Wer sieht das so aus, als wäre es Scheiße im Schere, Stein, Papier? Das ist jetzt die Frage. Darf ich gegen dich schnell Schere, Stein, Papier spielen? Schere, Stein, Papier. Ja, Schere, Stein, Papier. Alter Schere, jeder nimmt Schere, Mann. Okay, so gut, jetzt noch. Schere, Stein, Papier. Nein, wir sind so schlecht. Schön. Okay, die nächste Challenge. Wer von uns denken, sie ist gescheiter? Natürlich der, der sie sagen, dass es gescheiter ist, der bekommt den Punkt. Also eigentlich ist doch klar, dass ich gescheiter bin, aber mal schauen. Ja. Und wieso bist du so? Wieso ziehst du Koks? Wieso bist du so gemein? Wieso ziehst du Koks? Ich geh gleich zur Polizei. Die Frage will ich nicht beantworten. Ich weiss nicht mehr, fragen nochmal. Young Hun, kannst du uns sagen, natürlich, wieso dass du so bist? Nur schnell eine Frage, was denkt ihr, wer von uns beiden ist gescheiter? Ich weiss nicht, ob ich das beurteilen kann. Ich kann nicht sagen, jemanden anschauen und sagen, der ist gescheit. Beide gleich dumm. Ja, oder recht hat. Ich sage jetzt Wer ist weniger dumm? weniger dumm. Ja, schon du. Yes! Ja, super, merci. Das ist genau das, was ich mal gehört. Noch einen schönen Tag. Hey, willst du mich verarschen? Jetzt mal ernsthaft. Es ist schon 2:1 für Marc, darum frage ich jetzt gerade, wer von uns sieht schöner aus? Ist das dein Mann oder Freund? Ja, fast. Oder gar nicht? Vater? Sexpartner. Ja. Sexpartner, auch nicht schlecht. Also, kannst du schnell uns beide anschauen und einfach sagen, wer von uns das schöner ist? Du musst jemanden auswählen. Ich muss jemanden auswählen, wen ich schöner finde. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, dann würde ich doch sagen, dich. Jawohl! Also du sagst eigentlich im Umgekehrten, dass er hässlich ist. Das hast jetzt du gesagt. Also es ist 2:2 wieder. Jetzt stellen wir uns das Talent vor und schauen, wer das bessere Talent hat. Sorry schnell, Jungs, könnt ihr schnell unser Talent bewerten? Sagen, wer von uns das coolere Talent hat? Du fährst an. Ich mache jetzt ein Ross nachher. Ja gut, das war mein Talent. Es war nicht schlecht, oder? Ist ja gut gewesen, oder? Jetzt ist mein Talent. Du musst mitmachen, weil du nicht checkst erst, wie gut das Talent ist. Also mach mal so. Ich bin nicht von Star Trek. Also. Und jetzt machst du einen so. Und jetzt, jetzt machst du so. Sehen wir das? Das ist mein Talent. Es ist zwar komisch, aber das ist sehr besser. Das ist besser als mein Ross. Kollege, ich kann es nicht, oder? Gut, in dem Fall steht es 3:2 für ihn. Merci für nichts. 3:2 steht es für mich, ich bin Führung. Und jetzt ist es Zeit, um eine Stimme nachzumachen. Das heisst, wir gehen zu jemandem an, dann mache ich irgendeine Stimme nach und der muss herausfinden, wer das ist. Wenn er es herausfindet, bekomme ich den Punkt, wenn nicht, dann nicht. Und das Gleiche beim Marc. Sind ihr bereit für Cringe vom Leben? Ja. Herzlich willkommen. Nein, ich kann's nicht, fuck! Ich kann's nicht! Mega cringe! Mega cringe! Also. Ja, also ist klar für mich die Situation, oder? Wir sind hier am Open Air Gampel, oder? Ist klar, oder? Hast du auch schon gespielt, oder? Schon mehrmals, oder? Ja, das wär's gesehen. Aber mein Gott, irgendein Fußballspieler, oder? Der moderiert beim SRF. Das war gerade die schlechteste Impression von der ganzen Welt. Benny Huckel, weißt du? Also, es hätte der Roger Federer sein, aber ich weiss. Oh, doch, jetzt oder? Eben, es ist doch so gut gewesen. Okay, du musst jetzt raten, wer das ist. Es ist jetzt wieder ein bisschen cringe. Es ist immer cringe, wenn man live eine Person imitiert. Aber wir haben hier einen wunderbaren Gast hier bei uns im Studio. Wer sind Sie?
Tamara! Oh, was für ein Tor hier! Unglaublich, was bin ich für eine unglaubliche Stimme hier. Der Moderator, der Fußball moderiert. Ja, das ist gut. Ja, Aber zählt das? ja, das zählt. Okay. Tschüss. Da steht jetzt 3:3 und jetzt als nächstes müssen wir herausfinden, wer von uns als... Ich kann nicht reden. Sprachen lernen. Da steht jetzt 3:3 und als nächstes gilt es herauszufinden, wer von uns am ersten eine Bestrafung verdient hat. Also wir fragen jemanden, wer von uns hat die Bestrafung verdient und dann bekommt halt der die Bestrafung verdient hat, keinen Punkt und der andere Punkt. Genau. Wer von uns beiden hat am ersten eine Strafe verdient? Eine Bestrafung? Du. Ja, ich hätte dir jetzt mal einen schönen Tag wünschen, aber ja, jetzt... 4:3 für mich, es geht weiter mit der Aufgabe. Wir fragen jetzt dich, du musst echt bewerten, wer von uns das bessere Outfit hat. Also du kannst ganz ehrlich sein, wem sie sich hasst. Beide Scheiße. Was sagst du mit so einem Ding? Wenn, eher er. Das wollte ich hören. Tschüss, bis morgen. Merci, gell? Es steht 4:4, unglaublich, wie sich das hier ausgleicht. Jetzt machen wir einfach ein klassisches Münzenwerfen. Ich bin Kopf, weil ich der geschickte Kopf hier in unserem Grüppli bin. Ich bin Zahl, weil ich so viel Geld verdiene. Das sehen wir, alles muss zahlen, genau. Also, ich bin Kopf, er ist Zahl und nachher auf dem, was landet, bekommt ein Punkt. Zahl. Ah, scheiße, okay. Ja, du hast den Punkt bekommen. Ich bin wieder in Führung, 5:4 gegen den Marc und jetzt gibt es den absoluten Cringe wieder einmal, weil wir gehen jetzt zu einer Person und müssen dann irgendeine Freestyle-Rap-Line über die Person sagen und die entscheidet dann, welche Line von uns beiden besser war. Also macht euch bereit für einen dezenten Cringe. Wir tun jetzt eine Freestyle-Line über euch beide machen und die müssen dann entscheiden, welche Line das besser war. Zur Verteidigung, wir können es beide absolut Wir können es wirklich nicht. Ich sehe an deiner Hand, du hast einen nice Ring. Der Marc, der hat ein kleines Ding. Anders als bei anderen schaue ich dir nicht in die Ausschnitt, weil du bist auch so einfach eine wunderschöne Aussicht. Oh ja! Okay, das ist gut. Merci für den Punkt. Merci für den Punkt. Ja, ist gut. Es steht 5:5 und als nächstes ist ein Daumenkampf dran, einfach so. Zack, zack, gegen jemanden Fremdes und wenn wir gewinnen, bekommen wir den Punkt. Nice. Können wir kurz gegen dich einen Daumenkampf machen? Also ich keine Chance oder du keine Chance? Du keine Chance. Okay. Alter! Ja. Alter! Es sind beide langsam am Herantasten. Nein! Oh! Nice. 2, 3. Oh. Nein! Wir haben einen flinken Finger hier. Ihm sind die Finger sind nötig! Das ist intens. Nein, gesehen! Ja, jetzt. Sehen wir das? Ja, das kann man erzählen. Sehr gut gewesen. Merci. Du hast den Punkt bekommen, ich leider nicht. Jetzt steht's. Aber ich muss sagen, die Typ ist ein bisschen, ihm sein Daumen hat ein bisschen muskulöser ausgesehen, dein Typ. Ja, wegen dem ist es. Das ist wegen dem, nicht wegen der Technik, wo ich einfach absolut keine Technik hatte. Wie viel steht es jetzt? 6:5. Okay. Kommst langsam nach ans Ziel. Das ist die nächste Challenge. Wie gesagt, 6:5 und jetzt zeigen wir den Leuten nochmal das Talent, das wir haben. Es muss aber auch anders sein als vorher. He? Ja. Hast du noch eins? Nein. Darf ich euch schnell ein Talent vorzeigen? Ja. Ist gut? Ja. Ja, das ist mein Talent. Wirklich grandios dagegen. Ich kann den Mike Shiva nachher machen. Ja, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Aber ich wünsche euch ganz viel Liebe. Ich tue jetzt die Karten auslegen an. Ich sehe, du trinkst da ein Gesöff, das nicht gut ist für deine Gesundheit. Du musst gut aufpassen, gell? Ja, mache ich. Ja, gut, ist cringe. Ja, ich würde sagen, es war beides sehr gut gewesen. Mich beeindrucken so Sprünge halt schon ein bisschen mehr. Ja. Tut mir leid, aber du bist super Also, der Mike Shiva ist einfach nicht so unser Ding, weißt du? Ja. Also, und du willst jetzt auch noch etwas vorzeigen? Wenn wir auch Platz machen. Oh! Eieiei. Mein Gefühl sagt mir, das wird nichts. Leider steht 7:5. Es ist Matchpoint für einen Adi Totoro. Das fangen wir noch mal gar nicht. Das ist nice. Also die letzte Challenge, oder ja, die nächste, weil es wird nicht die letzte, weil natürlich die wieder gewinnen. Wir gehen zu Leuten und sagen, sie sollen irgendein Thema vorschlagen und wir müssen nachher zu diesem Thema Begriffe sagen und der am Schluss keinen Begriff mehr hatte, der hat verloren. Oder beziehungsweise der am längsten noch Begriffe kann sagen, der hat gewonnen. Die werden es schon verstehen. Geräucherte Morchel. Okay, vielleicht ein gäbiges Thema. Ja, sagen wir mal Festivals. Festivals, okay. Gut, das wär's schon, merci. Also gut, Festivals, da fange ich gerade an, weil Ladies first. Ich fange gerade an, Gampel, Frauenfeld, Gurten, Lumnezia, warte, ich weiss noch, wie heisst's? Bin ich dumm? Das Tomorrowland. Leimentaler Open Air, das ist bei uns in der Umgebung. St. Gallen Open Air. Open Air Basel. Coachella. The North Face Festival, das gibt's. Das kenne ich absolut nicht. Doch, es gibt's. Ja. Greenfield. Nein.
Das wollte ich sagen. Okay, warte. Ich weiß nicht mehr. Muss ich aufgeben? Ich muss aufgeben, es tut mir leid. Hast du den Punkt? Ich weiß auch keins mehr. Ich weiß keins mehr. Ja, der Marc kommt noch mal ein bisschen an. 6:7. Es steht immer noch Matchball für mich. Wir müssen jetzt noch mal Münzen werfen. Jetzt bin ich Zahl. Okay, da bin ich Kopf. Entschuldigung, habt ihr eine Münze dabei? Du hast eine dabei. Kannst du schnell aufschießen und einfach Münzen werfen machen? Du musst etwas entscheiden. Ich bin scharf. Achtung, 6 von dir. Kopf. Was ist jetzt? Habe ich gewonnen? Oh! Messi! Ja, es war ein krasser Kampf gewesen, oder? Es ist natürlich immer wieder anstrengend, so etwas, vor allem auch für die Psyche, oder? Und gerade für uns natürlich auch, wir sind so bekannt. Wir sind die ganze Zeit angesprochen am Festival, das war wirklich ganz schwierig gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel der FC Barcelona gegen den FC Gelterkinder spielt, also der Klassenunterschied, das kann man nicht einmal beschreiben. Das ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen, dass ich gewinne. Also Marc, kannst du mal schnell nachschauen, wie warm das wir haben? Wetter, Gampel, 31 Grad. 31 Grad. Ja. Das wäre. Kannst du mal anziehen. Das Dies ist auf jeden Fall am Start, der Drip. Und was natürlich nicht darf fehlen, der gute alte Ranger Head. Ja, ich habe es schon vermisst, muss ich sagen. Oh yeah. Alter, der Drip ist am Start, Mann. Ja, und dann habe ich halt den Badmantel bekommen. Müssen anlegen. Natürlich der gute alte Ranger-Hut. Also ohne den wäre ich eigentlich sowieso aufgeschmissen am Festival. Darum, vom Ding her ist es ja natürlich eine Bestrafung, aber der Ranger-Hut ist natürlich einfach auch zum Schutz da. Von dem her fühle ich mich jetzt noch nicht ganz so gestraft, wie es vielleicht gedacht wäre. Dude, ja, jetzt können wir ein nice Rap-Video machen, hier mit dem Badmantel, Ranger-Hat, weil das ist besser als jeder Stranger-Hat. Kannst du mal einen Purzelbaum machen? Er muss aber Safety first. Zack. Das ist klar beim Ranger-Hut. Let's go. Oh! Hast du gesehen von hinten den Mantel? Ja, ist egal. Ja, und dann hat der Marc für den Rest vom Festival den Badmantel angehabt. Bye bye, now you gone. Look, the cat is in the cradle, but you are moving on. Guess I had to see you later. Oh yeah, right now there's something in the air. This could be happening, so come on, I'll take it